Hallo Reisefreunde, ihr wisst ja, wir sind im kalten Deutschland. Heute kommt wieder so weißes Zeugs vom Himmel. Aber wir haben trotzdem gestern eine Nachricht bekommen, und zwar, dass die Drachenschlucht anscheinend auch bei Winter ganz schön sein soll. Und deshalb sind wir jetzt hier vor der Informationstafel. Wir gehen jetzt dann gleich los, schauen uns einfach mal an, wie weit das wir kommen. Ihr seht, wir sind dick eingepackt, weil diese Temperaturen, ich glaube, die sind definitiv nicht für uns zwei gemacht. Nee. Aber mal schauen, wie weit wir kommen. Ihr habt uns ja, nachdem wir im slowakischen Paradies gewesen sind, habt ihr uns ja zuhauf empfohlen, die Drachenschlucht auch zu machen. Falls ihr das Video von dem slowakischen Paradies nicht gesehen habt, hier oben könnt ihr das nochmal anschauen. Und jetzt könnt ihr noch ein paar Bildchen schauen vom Intro, wo es ein bisschen wärmer war. Und wir kämpfen uns mal ein bisschen weiter den eisigen Weg entlang. Ihr seht es hier, festes Schuhwerk ist wichtig, es hat Treppen zwischendrin, Steinschlaggefahr, klar, wenn man zwischen diesen Felsformationen durchläuft. Entsprechend ist das natürlich nichts für Fahrräder, nichts für Kinderwagen und auch nichts für, ich weiß nicht mehr, was wollte ich jetzt noch sagen? Weiß nicht. Kinderwagen, halt einfach Rollstuhl. Das war das Ding. Ein bisschen Trittfestigkeit sollte man schon haben. Der ganze Weg durch die Drachenschlucht ist 2,6 Kilometer lang. Man kann danach, wie heißt die andere Schlucht? Weiß ich nicht mehr. Landgrafenschlucht. Genau, man kann das als Rundweg machen und durch die Landgrafenschlucht zurückkommen. Wenn man dann vom Parkplatz aus startet, wie wir das sind, dann dauert das Ganze rund 3,5 Stunden, 11 Kilometer. Ich persönlich glaube ja nicht, dass wir zwei heute das alles machen, aber wir watscheln einfach mal ein bisschen drauf los und ihr kommt mit. Seht ihr das? Wir sind nicht die einzigen Verrückten. Wir wurden doch tatsächlich gerade von zwei anderen Wanderern überholt. Das ist wirklich so cool, hier durchzulaufen. Und derjenige, der es war und uns gesagt hat, ja, das lohnt sich auch im Winter, der hatte echt recht. Es ist auch dann echt cool, zweideutig gemeint. Wir können leider den Namen momentan nicht nachschauen, wer es war. Nee. Das tut uns echt leid, weil... Ja, wir haben mit der Free nur ein E-Netz und mit dem kann man nun mal gerade gar nichts nachschauen. Aber wir schauen das noch nach. Wow, schaut euch mal dieses schöne Gebilde an. Aus dem bestand jetzt gerade vorhin der Boden und das ist jetzt ordentlich weggekracht, als wir da drüber gelaufen sind. Aber so schön.
Besser nicht. Naja, ihr seht, bei mir drückt irgendwie die Kälte auf den Kopf. Die Gedanken sind nicht mehr so klar. Nee, Spaß beiseite. Wir drehen um, der Weg ist wunderschön, aber es ist schon auch kalt, es ist rutschig, es ist nass. Und naja, wir haben heute Morgen noch sowas rausgesucht. Ja. Möchtest du sagen, wo es noch hingeht? Das sehen Sie dann, würde ich mal sagen. Das Gegenteil von dem hier gerade. Wir sind zurück bei Karl, jetzt geht's rein, erstmal ein bisschen aufwärmen und dann schauen wir, dass wir bald irgendwo ein schön warmes Bad, vielleicht mit Sauna finden. Ihr kommt noch ein Stückchen weiter mit. So, wir haben ein kleines, aber feines Hallenbad gefunden, hier in Bad Hersfeld auf dem Weg Richtung Köln. Wir sind ja auf dem Weg Richtung Köln. Und was ist das Geilste am Vanlife? Man hat alles einfach immer dabei und griffbereit. Auch die Badehose. Rucksack ist gepackt, jetzt geht's da rein. Hoffentlich ist das Wasser genug kalt. Ihr müsst aber da Genug bleiben. warm, meinst du? Ja, genug warm. Du hast gesagt kalt. Nee, genug warm. Ja. Himmels Willen, du bist so kalt und durchgefroren. Aber ihr müsst natürlich da bleiben. Wir sehen uns danach wieder. War das herrlich. Wunderbar. Es war zwar nicht so wahnsinnig warm, wie ich mir erhofft habe, aber es hat definitiv aufgewärmt nach dieser Wanderung. Und ihr seht es, jetzt scheint die Sonne. Es wäre ja so schön gewesen vorher. Aber naja, wir machen uns jetzt auf Stellplatzsuche. Hoffen, dass wir noch einen Platz mit Strom finden, weil sonst überleben wir die Nacht wahrscheinlich nicht. Und ja, genießen noch die Wärme, die wir uns tragen nach diesem Bad. Hat gekostet eine Stunde jeweils 3,50 €. War ganz okay hier in Bad Hersfeld. Und jetzt, wo geht's hin? Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Wir schauen das mal kurz nach und ihr werdet natürlich informiert. Tell me why we have to try. Oh, it's a shame. Emotions running dry. I say the things you never. Oh, guten Morgen, Reisefreunde. Wir haben jetzt hier in Wetzlar übernachtet und wir haben euch ja versprochen, den Stellplatz noch kurz zu zeigen. Und deshalb würde ich sagen, kommt zu mir. So, und jetzt kann ich euch hier gerade noch schnell zeigen, wo wir hier sind. Da steht Karl, hinten ist direkt der Fluss. Das ist hier einfach so ein großer Kiesplatz. Und das Coole an der Sache ist, da ist Strom. Man bezahlt 8 € für 24 Stunden und kann dann den Strom da kostenlos dazu benutzen. Also das ist dann im Preis inklusive. Normalerweise hätte es da vorne auch noch eine Entsorgungs- und vor allem auch eine Wasserauffüllstation. Ich denke, entsorgen kann man im Moment, aber das Wasser, das ist abgedreht, klar bei den Minustemperaturen, die im Moment herrschen. Und jetzt gehen wir noch weiter nach Wetzlar ins Ort hinein. Das, auf den Bildern sieht das total schön mit solchen Fachwerkhäusern und so weiter aus. Und ihr kommt natürlich noch ein Stückchen weiter mit. Wetzlar hat hier direkt 2 Wohnmobilstellplätze und wir sind jetzt von dem ein bisschen außerhalb bei der Tennishalle, der war halt ruhiger für die Nacht, sind wir jetzt gewechselt auf den gerade direkt am Eingang der Altstadt. Dort haben wir Karl geparkt und gehen jetzt zu Fuß ins Zentrum von Wetzlar hinein.
Heute ist herrliches Wetter. Im Gegensatz zu gestern in der Drachenschlucht, wo es ja nur geschneit hat, ist es heute einfach traumhaft schön. Und eine Schichtjacke konnte ich schon ablegen. Wir waren natürlich mal wieder als erstes in der Touristeninformation, haben jetzt auch tatsächlich ganz viele tolle Informationen bekommen. Einmal hier haben wir den historischen Rundweg mit vielen speziellen Sachen hier, wo es die schönsten Marktplätze mit Fachwerkhäusern gibt und so weiter. Dann haben wir hier die Information bekommen, dass wir zur Karlsmund-Ruine sollen. Da gibt es einen tollen Aussichtspunkt. Und was uns jemand von euch auch schon geschrieben hat, der Optikparcours hier in Wetzlar sei ganz speziell. Das ist ein Parcours, wo es halt um ganz viele verschiedene Sachen rund um die Optik geht. Was hat sie gesagt? Es sind da ganz viele Firmen ansässig hier, die sich rund um Fotografie und Brillentechnik und so weiter drehen. Und da gibt es so spezielle Stationen, wo man dann halt auch sowas selber machen oder erleben kann. Und die eine oder andere werden wir bestimmt jetzt noch angehen. Und was wir auch noch bekommen haben, ist ein Essenstipps, wo es hessische Tapas gibt. Ja, ihr wisst, wo wir zum Mittagessen, oder? Heute gab es zwar keine Tapas, dafür gab es lecker Bratkartoffeln mit einmal Matthias für Louis und für mich mit Leberkäse. Jetzt laufen wir noch ein bisschen durch die Ortschaft hier und schauen uns um. Ja, wir müssen noch sagen, wie das Restaurant heißt, weil das war schon richtig lecker, oder? Genau, das ist das Café-Restaurant Mundart. Das ist ein spezieller Verein. Hier werden Leute beschäftigt, die auf dem Arbeitsmarkt sonst nicht sehr gute Chancen haben. Sie bilden hier auch Leute aus. Und ja, so Essen war echt lecker. Ja, und jetzt geht's los. Schon wieder sind wir an einem Eisstand vorbeigekommen und die Leute kaufen sich da tatsächlich Eis und essen das jetzt. Das haben wir in Erfurt ja schon so gesehen, oder? Wer mag denn bei denen? Klar, die Sonne scheint, okay. Aber es liegt Schnee, da isst man doch kein Eis und vor allem nicht draußen. Wann war euer letztes Eis? Meins war ja bestimmt irgendwo. Wo waren wir mal, wo es warm war? Das ist schon lange her. In Spanien oder so. Wir sind jetzt hier bei der XXL Spionagekamera. Natürlich ist die im Maßstab 23:1, sprich 23 mal größer als sie normalerweise wäre, kein Spionagemittel mehr. Aber ist doch ganz cool, man kann hier sein eigenes Erinnerungsfoto schießen und danach kann man das auf minox.de sich anschauen und herunterladen. Und wenn das geklappt hat, dann seht ihr jetzt das Bild, oder? Ja, ich würde auch sagen, dass wir das dann noch herunterladen und wir zusammen mit dem Hintergrund hier von Wetzlar, dann werdet ihr das jetzt sehen. Und in echt sieht das ganze Teil dann so aus. Ist dann also einiges kleiner als das, was wir jetzt hier benutzen können. Brauchen wir eine Spionagekamera? Ich frage mich gerade, ob das eine coole Vlog-Kamera wäre, weil es gibt ja auch einen Filmmodus und die ist ja dann wirklich klein und handlich. Die nächste Station von diesem Parcours ist jetzt hier so eine sich drehende Röhre und da geht man hindurch. Und da man sich selbst ja nicht dreht, aber die Röhre und somit alles um sich herum, soll das so ganz spezielles Gefühl halt sein. Ich probiere das jetzt gleich mal aus und vielleicht habt ihr das Feeling ja auch, wenn ihr hinter mir her mit der Kamera durch diese Röhre kommt. Optokinetisches Gleichgewicht heißt das Ganze übrigens. Ja, man schwankt schon so ein bisschen.
nach rechts. Fühlt sich schon speziell an. Man hat so den Drang, da ein bisschen nachzugeben und sich mit der Röhre mitzudrehen, obwohl der Boden an sich ja gar nicht bewegt. Echt Hattet cool. ihr das Gefühl auch bei der Kamera? Das nehme ich ja auch mal noch runter. Oder ob das nur hier wirklich im Real Life der Effekt herkommt. Ich gehe jetzt wieder zurück und dann gehen wir über die Brücke. Das war's für diesen Vlog aus Wetzlar oder auch aus der Drachenschlucht. Das war ja gestern wirklich der Oberknaller. Vom Winter sozusagen in den Frühling heute. Wir hoffen ja jetzt mal, dass mit dem Wechsel in den Frühling, dass wir das jetzt auch ein bisschen behalten können. Wäre ja schon ganz schön, so Ja. mit diesen Temperaturen macht das Ganze auch wieder Macht Spaß. Camping einfach mehr Spaß. Wir hoffen, dieser Vlog hat euch Spaß gemacht. Das war der erste Vlog nach der Pause. Wir sind noch ein bisschen am Üben mit den Kameras. Wir sind noch ein bisschen wieder so uns am Eingrooven in das Vloggen. Aber wir hoffen natürlich, dass euch dieser Vlog schon gefallen hat. Uns hat es mega gefallen, dass ihr alle wieder mit dabei sind. Das letzte Video hatte ja schon ordentlich Aufrufe. Damit hätten wir gar nicht gerechnet und so viele Kommentare. Vielen lieben Dank. Und dann sagen wir Tschüss, wir sehen uns die Tage wieder und ihr wisst ja, Europa Ist geil und Bis- das trifft natürlich auch auf Deutschland zu. Bis zum dann! ersten Mal. Tschüss.